Nein, ich bin da nicht zurück ins Schule. Was eure Meinung ist, also noch wieder den Programm. Ich freue mich sehr, dass wirklich so viele gekommen sind. Also, ja, hätte ich fast gesagt, wichtig Saison, aber ich kann ja nicht mehr hören. Ja, und dass ich euch heute was vorlesen darf aus meinen Büchern. Das erste heißt Mama all inklusiv und berichtet halt von einer Hausfrau und Mutter, die ihren Beruf an den Nagel gehängt hat, um sich der Familie zu widmen. Dass das nicht langweilig sein muss, so wie es heute vielleicht manchmal hingestellt wird. Das zeigt eigentlich schon der Titel All inklusiv, weil halt näher darauf eingegangen wird, welche Rollen und Aufgaben eine Hausfrau und Mutter halt so während ihres Daseins zu erfüllen hat. Ich möchte euch auch ganz kurz ein paar Sätze aus der Einleitung vorlesen. Ich möchte dazu was erklären. Hallo, ich bin's, die Hertha. Und zwar die Hertha ohne H. Das muss ich immer extra dazu sagen, denn es gibt so gescheite Leute, um nicht zu sagen Komiker, die mich mit H schreiben. Sogar solche, die mich schon jahrelang kennen. Ja, warum geht es jetzt hier um eine Hertha? Es ist so, man ist ja immer sehr gescheit, wenn es die anderen Leute betrifft, und meine Meinung war es zum Beispiel immer, dass wenn man Freunde hat, sollte man mindestens wissen, wie man deren Namen richtig schreibt oder ausspricht. Bis ich nach etwa 20 Jahren draufgekommen bin, dass die Hertha, unsere liebe Freundin, die meisten von euch kennen werden, dass man die nicht mit einem H auf den T schreibt, sondern ohne. Und das hat mich so schockiert, dass als ich dieses Buch gerade überarbeitet habe, dass ich deswegen dieser Mama hier den Namen Hertha geben musste. Manche fragen sich vielleicht, ob das, was ich da geschrieben habe, ob wirklich alles passiert ist. Dazu wollte ich sagen, das meiste ist schon autobiografisch geschrieben, aber es gibt durchaus auch gewisse Passagen, die jetzt ein bisschen ausgeschmückt worden sind oder einfach auch dazu erfunden worden sind. Also man kann jetzt nicht alles so 1:1 umlegen. Auch die Personen, die darin vorkommen, kann man nicht immer jetzt ein Gegenbild des wahren Lebens finden. Ja, was ich noch gerne erwähnen möchte, dass im Anhang von allen 3 Büchern, also das erste ist dieses, die zweite und dritte sind die Fortsetzungen, dass im Anhang bei allen Rezepte beigefügt sind. Das ist deshalb so, weil ich halt finde, dass das Kochen und auch das Backen ein wichtiger Aspekt des Hausfrauendaseins sein sollte. Ich persönlich koche sehr gerne und deswegen sind auch in den Geschichten kommen halt immer wieder irgendwelche Speisen vor. Und falls da jemand Lust bekommt drauf, dann kann er die halt dann nachkochen und deswegen sind im Anhang die Rezepte dabei. Jetzt noch das war jetzt zum Inhalt, wie der ganze Ablauf ist. Wir haben aus allen 3 Büchern jetzt so Leseproben herausgesucht. Wir haben das Ganze auch ein bisschen mit Musik untermauert oder unterbrochen, dass das Ganze ein bisschen aufgelockert ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen kurzweiligen Abend. Es wird circa eine halbe Stunde so das Ganze. Gut, bevor wir jetzt direkt zum Lesen anfangen, möchten wir mit der Musik beginnen. Das geht so wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Die erste Passage ist aus dem Kapitel Was macht eine Frau so den ganzen Tag zu Hause? Warum sich manche Frauen beschweren, als Hausfrau nicht ausgelastet zu sein, ist mir unerklärlich. Und es ist nicht so, dass ich nicht arbeiten möchte. Wahrscheinlich wäre eine bezahlte Arbeit stressfreier als ein paar Kinder. Das Überprüfen von diversen Hausaufgaben, das Lösen von Aufgaben, die man selbst nicht mehr weiß oder nie wusste, das Schlichten von Streit, das eigentlich ein psychologisches Studium erfordern würde, und das Erledigen von 100 Kleinigkeiten. Nachdem ich meine Lehre als Friseurin beendet hatte, dann noch circa ein Jahr Praktik gemacht habe, aber darauf kam, dass man in diesem gelernten Beruf leider wirklich nicht gut verdient, hatte ich eine schöne Arbeit als Filialleiter Stellvertreterin bei DM.
Ich war mein eigener Herr, konnte Bestellungen aufgeben, Lieferungen entgegennehmen, kassieren und am Computer die Abrechnung machen. Gleichzeitig bekam ich fast das Gehalt einer Filialleiterin für die Stunden, in denen diese nicht da war. Und da wir uns abwechselten, war das meistens der Fall. Ich würde sofort wieder dort anfangen, was mir auch bei meinem Weggehen angeboten wurde, aber meine Kinder sind mir wichtiger. Und es ist ja auch nicht so, dass ich nicht arbeite. Mein Mann sagt oft wohlmeinend, wenn ich nachts nicht schlafen kann, na dann legst du dich halt wieder nieder in die kleine Stadt. Ganz nett ist dann auch noch der Zusatz, du bist ja zu Hause, du kannst es wieder einteilen. Theoretisch hat er recht, praktisch funktioniert das selten so. Die Praxis ist nämlich, man muss als Hausfrau ja auch noch die sogenannte Hausarbeit erledigen. Denn die Wäsche wäscht sich nicht von selbst, ebenso wenig wird sie von Zauberhand gebügelt und auch der Staubsauger ist keiner, der selbstständig durch die Wohnung fährt, obwohl es das ja auch bereits gibt. Vielleicht sollte ich mir so etwas aber mal zulegen, dazu gleich einen James, der mir alles andere Nötige abnimmt. Wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, einen hübschen, durchtrainierten, dunkelhaarigen. Bis es aber so weit ist, bleibt das an mir hängen. Mein Mann sagt jedoch, wenn ich ihm von meinem Tagesplan erzähle, an dem ich mehrere Dinge zu erledigen habe, na dann bist du selber schuld. Sehr nett. Anstatt dass er mich lobt, dass ich mich um so viele Angelegenheiten kümmere, bekomme ich noch eine geistige Ohrfeige. Außerdem ist er nicht ganz unschuldig. Seine telefonischen Abmachungen, die außerhalb der Firma stattfinden, darf nämlich ich vereinbaren. Ich bin sozusagen die Sekretärin meines lieben Mannes. Dabei hasse ich es zu telefonieren. Meine eigenen Arzttermine schiebe ich immer hinaus, bis es nicht mehr anders geht. Bei einem richtigen Job würde ich diese Tätigkeit nach Möglichkeit ablehnen. Jedoch bei meiner vom Ehemann auferlegten kann ich das schwer. Er ist ja doch so etwas wie ein Sponsor, sonst müsste die Familie vielleicht noch hungern, nur weil ich es abgelehnt habe, zu telefonieren. Nein, das kann ich nicht verantworten. Bei ihm ist es allerdings auch nicht viel anders. Am Wochenende oder abends, wenn mal Ruhe sein sollte, dann lässt er sich von diversen Personen für diverse Fahrzeuge einteilen. Er ist nämlich Kfz-Mechaniker, der technische Friseur, wenn man so sagen will. Und da gibt es immer was zu tun. Manchmal war ich schon knapp dran, zu seinem Handy zu gehen und zu sagen, falsch verbunden. Und am liebsten noch, rufen Sie nie wieder diese Nummer an. Aber zurück zu unserer Arbeit. Jede Hausfrau kann bestätigen, dass die Arbeit im eigenen Heim keinesfalls geringer ist als die in einer Firma. Dazu kommen aber noch die Arbeiten, die man sich selbst und die einem zusätzlich noch von anderen aufgehalst werden, weil man ja zu Hause ist. Das heißt, bei den meisten nichts zu tun hat. Dass das nur Personen denken, die noch nie einen Haushalt mit allem drum herumschmeißen mussten, ist Selbstredend. Sie wüssten sonst, dass kein Mann freiwillig mit uns tauschen würde, denn das würden die männlichen Nerven wahrscheinlich nicht lange aushalten. Uns Hausfrauen geht es ungefähr so wie den meisten Pensionisten, immer im Einsatz. Bei Kindern gibt es immer Action, es ist sehr abwechslungsreich und nicht immer dieselbe Arbeit. Ob es darum geht, Mike von der Schule zu holen, weil er den Bus verpasst hat, oder mit ihm das brandaktuelle Lego-Auto vom Toys zu erstehen, 70 Kilometer zu fahren, damit meine Große ihren Schwarm zieht, oder alle möglichen Firmen im Umkreis von 100 Kilometern abzuklappern, um nach einer passenden Arbeitsstelle zu suchen. Mama, die Chauffeurin und was auch immer, macht das schon. Vielleicht wird es nicht immer so gewürdigt wie in der Firma, wenn der Chef kommt und ein Lob ausspricht, oder wenn man am Ende des Monats auf das Gehaltskonto schaut. Jedoch die Arbeit in einer Firma kann jeder machen. Ich aber bin die einzigartige Mutter meiner ebenfalls einzigartigen Kinder. Was ich versäumt habe, kann ich nie wieder nachholen. So sehe ich das. So, blättern aber so weiter. Zum Kapitel Spielzeug und andere Unterhaltungsmethoden. Nach fast 15 Jahren Berufserfahrung muss ich sagen, dass das einfachste Spielzeug meistens das effektivste ist. Mit dem Spielzeug für Kinder ist es nämlich heute gar nicht so einfach, das Richtige zu finden. Es gibt zwar ein Überangebot, aber was wird wirklich benötigt und ist sinnvoll? Das frage ich mich nun schon bei kleineren Errungenschaften, wie einem Beißer zum Beispiel. Ich
Ich habe nämlich genau 3 Stück von diesen, natürlich in verschiedenen Ausführungen und Farben, sogar mit der Möglichkeit in den Eiskasten zu legen, damit er nachher besonders gut glüht. Für meine Kleine ist der eine allerdings genauso uninteressant wie der andere. Dafür knabbert sie an Einkaufswagen, an unseren 40 Jahre alten spanischen Möbeln, die schon ihren Zahnabdruck aufweisen, und an meinem Kind, auf dem, als ich noch keine Zähne hatte, schon ein Knutschfleck sichtbar war. Sie hat auch so ein süßes Kuscheltuch mit einem Bärenkopf drauf, das ganz angenehm weich ist. Das interessiert sie etwa so wie die gekauften Weißringe. Dafür schleppt sie mir ständig meine Putzfetzen oder alte Socken durch die Gegend, die sie mal erwischt. Eines Tages saß sie in ihrem Hochsitz und ich wollte ihr etwas zu essen geben. Sie sah jedoch ständig an mir vorbei, ignorierte das festgehaltene Brot und starrte in Richtung Küche. Ich folgte ihrem Blick und bemerkte, dass sie die Waschmaschine fixierte, die ich eben eingeschaltet hatte. Da sie nicht wegzubringen war, schob ich sie direkt davor und sie bewunderte nun ihr eigenes Fernsehprogramm. Wie die Wäsche da ständig ihre Runden drehte, war anscheinend wirklich spannend. Das nächste Mal, als sie wieder sehr unruhig war, stellte ich sie mit dem Laufwagen davor und schaltete das Programm des letzten Males ein, allerdings diesmal mit rosafarbener Untermalung. Wieder dieselbe Wirkung, günstig und keine schädigenden Strahlen. Und die letzte Passage aus dem ersten Buch ist Eselsbrücken und nervige Nachbarn, wobei wir bei den Eselsbrücken bleiben wollen. Montag erinnere ich meinen Jungen daran, was er nicht vergessen darf. Er muss mit seinem Mathelehrer einen Termin ausmachen für einen Wiederholungstest und sein Mitteilungsheft aus der Schule mitnehmen, weil ich ihm eine Entschuldigung schreiben muss. Da er ja alles schnell vergisst, überlegen wir uns eine Eselsbrücke. Angeblich merkt man sich da vieles besser. Wie man noch sagt, umso komplizierter die Brücke, desto besser ist es. Was ich mir aber nicht ganz so vorstellen kann. Ich habe da einmal einen Artikel gelesen. Wenn ich beispielsweise Milch und Zahnpasta brauche, dann sollte ich mir eine Kuh vorstellen für die Milch. Und dann, wie sich diese Kuh die Zähne putzt. Alles andere sollte ich nun irgendwie in diese Geschichte einbinden. Brauche ich noch Orangen, dann könnte die Kuh damit jonglieren. Brauche ich ein Waschmittel, dann steht die Kuh auf einer Weide, rundherum umgeben von frisch gewaschener Wäsche. Bei mir allerdings würde mich die Vorstellung von einer Kuh anstatt zur Milchtheke zum Süßigkeitenregal führen und ich würde mich eindecken mit 300 Gramm Reset-Schokoladen von Milka. Die Kuh hatte außerdem irgendetwas im Mund. Ah ja, da steht für die Lollipops, die meine Kinder so gern schlecken. Muss ich auch gleich einige davon einpacken. Und womit hat sie da jongliert? Mit Bällen. Ja, davon kann meine Kleine nicht genug haben, weil wir sie immer dann, wenn wir sie brauchen, nicht finden. Also nehme ich gleich ein Dreierpack mit. Das wäre nun meine Eselsbrücke, also wie man sieht, eher kontraproduktiv. Wenn ich Milch, Butter und Käse brauche, dann denke ich einfach daran, dass ich 3 Dinge aus dem Kühlregal benötige. Wenn Brot und Kakao noch dabei ist, dann merke ich mir alles Nötige für ein Frühstück zu besorgen. Das sind meine Erinnerungshilfen. Oder ich schreibe einfach alles in mein Handy. Das ist die effektivste Form, etwas nicht zu vergessen. Sonst könnte es mir passieren, dass ich in den Laden gehe und damit alles, was ich mir vorher so schön in meinem Kopf zurechtgelegt habe, vergesse. Dann würde ich wahrscheinlich alles mitnehmen, nur das, was ich benötige. Das wäre nicht zum ersten Mal passiert. Bei meinem Sohn wäre so eine Eselsbrücke sein Mathe-Professor als Luke Skywalker mit einem Mobiltelefon in der Hand, das gerade eine Mitteilung empfängt. Nur ob er sich dann merkt, dass er seinen Professor nach einem Termin fragen und das Mitteilungsheft einpacken sollte, ist die Frage. Wahrscheinlich spielt er dann dieses Spiel in Gedanken weiter und denkt dann gar nicht mehr.